Hoi miteinander, hoi zusammen. Ich hoffe, es geht noch gut. Ich hoffe, ihr habt eine gute Woche gehabt. Es ist Zeit zum Gamen. Auch für mich. Hoi Nico, hoi Seven Soul. Endlich Start. Yes, es geht los. Ich freue mich auch mega. Hoi Juli und hoi Martin. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, ihr habt eine gute Woche gehabt und seid ready für so ein Wochenende. Auch schon so halb, es ist immerhin schon eins. Es geht nicht mehr lang und dann können wir ab ins Feierabendbier. Ja, ich bin mega gespannt. Wir haben hier zum Launchtag haben wir Fire Emblem Engage. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Vielleicht habt ihr es ja am Montag im Stream schon ein bisschen gehört, beziehungsweise im Podcast. Ich finde Fire Emblem ein mega tolles Franchise. Ich habe ein paar Fire Emblems auch schon gespielt und ich finde es richtig cool. Und ich freue mich echt darauf, dass jetzt ein neues ist rausgekommen. Und ich bin echt gespannt, wie das wird. Ich hoffe, ihr auch. Muss man bei Krankenkasse eigentlich angeben, dass man Streamer ist? Bei Krankenkasse? Nein, aber also gut, ich arbeite ja für brack.ch. Darum ist es für meinen Job inklusive. Da ich aber nebenbei noch selbstständig bin und auch streame, musst du es nicht bei der Krankenkasse angeben. Aber du musst es natürlich angeben also bei der Steuerverwaltung, dass du selbstständig tätig bist, dass du damit Geld verdienst. Und dementsprechend musst du natürlich auch bei der für die AHV noch zusätzlich anmelden. Und du brauchst eine Betriebsversicherung und, wenn du selbstständig bist. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Einkaufen stören und es ist ein riesiges Chaos. Was? BMP auf der Uhr sagt 130 Herzfrequenz. Das ist ein bisschen hoch, Martin. Du musst dich ein bisschen beruhigen. Einschnaufen. Ausschnaufen. Was berufstypische Krankheiten wie Rückenweh und so weiter. Naja, es kommt natürlich darauf an, Seven Soul. Also du hast als Streamer hockst du auch nicht mehr oder weniger vor dem PC als jeder 0815 Bürogummi. Von dem her kommt es einfach darauf an, wie du dich nebenbei noch bewegen. Also wenn du natürlich ein bisschen schaust, hast du einen ergonomischen Stuhl, ist deine Sitzhaltung gut, dann bist du auch bei einem Streamer, hast nicht mehr Rückenschäden als bei einem normalen 0815K Fowler. Und das kommt halt ein bisschen darauf an, du musst halt nebenbei auch mal ein bisschen dich bewegen. Wenn du natürlich dich nicht bewegst, dann ist es scheissegal, ob du streamst oder einfach vor dem Büro, also vor deinem Arbeitsbildschirm sitzt. Das spielt absolut keine Rolle, da kommt es aufs genau Gleiche drauf raus. Aber wir sind hier, um Fire Emblems zu sehen. Und ich werde auch gar nicht allzu viel Zeit hier jetzt noch damit verbringen, über etwas anderes zu reden als Fire Emblem. Ich freue mich drauf! Ich habe es schon vorbereitet. Ich muss mir überlegen, was echt am sinnvollsten ist, ob ich euch links oder rechts her tue. Ich tue euch mal rechts her. Ja, mal schauen, ob das nicht allzu viel vom Bildschirm abdeckt. Sonst eventuell muss ich ihn in die Mitte tun. Ich güchsle es. Was? Das Böder. Oh Gott, das hast du für einen Dialekt so. Später nochmal rein. Es läuft ja gerade nicht so viel. Du darfst auch einfach nur zuschauen, wenn du möchtest, Seven Soul. So, ich würde sagen, wir stürzen uns geradewegs ins Fire Emblem. So, das Ding hat noch aktiviert werden. Der Controller. Nice. Jetzt habe ich natürlich wieder einen anderen Controller. Das letzte Mal mit dem Xbox-Controller gespielt. Das ist natürlich immer wieder lustig. Ja, dann starten wir doch den Spass mal. Dann starten wir doch den Spass mal. Los! Wow!
hoffe, wir haben Sound. Bis jetzt passiert ja noch gerade nicht so viel. Bin gespannt, ich kenne Fire Emblem nicht wirklich, aber habe viel Gutes gehört. Ich finde es super. Ah, jetzt, lecker ist lang gegangen. Es geht immer noch sehr lang, holy shit. Ich lege, glaube ich, meinen Controller wieder her. Da passiert ja im Moment nicht so viel. Ah, Mann. Also, unter meiner Facecam ist ein Ladesymbol, aber es ladet halt seit irgendwie den letzten 3 Minuten. Ah, jetzt. Hat der Ton? Hey, Ton, wunderbar. Ich habe ja geschrieben, es ist ein Anime-Schach-Simulator. Engage. Ah, so schön. Also das ist das klassisches Anime-Intro mit so einem Pop-Rock-Song. I love it. Sehr schön. Ja, da drücken wir irgendeinen Knopf. Wir haben auch den Erweiterungspass übrigens noch gerade mit dazu. Das heisst, es beinhaltet noch Edelgard, Dimitri und Claude, also von Fire Emblem Heroes, Three Houses, also das, was vor 3 Jahren ist rausgekommen. Ist nicht sogar 2019 gewesen, holy shit. Schon ein Weile her auf jeden Fall. Aber das letzte Fire Emblem Three Houses, das ist rausgekommen. Tiki ist hinzugefügt, also das sind übrigens die Heroes, die man beschwören kann, mit diesen Ringen, wie wir es vorher gerade so schön gesehen haben im Intro. Bonus 1. Er erhält automatisch Items, zum Beispiel Stiefel. In der Boutique gibt es neue und mehr Accessoires und Materialien für die Veredelung von Waffen. Nach erfolgreicher Beendigung von Kapitel 7. Das ist doch schön. Ja gut. Was steht hier noch so? Oh, jetzt komme ich in den Nintendo eShop. Nein, also Entschuldigung. Nein. Ja, willkommen in der Welt von Switch. Absolut. Nein, ich will im Fall nicht. Ja, ich will es nicht gerne schließen. Ich will gerne wieder zurück zum Game. Danke vielmals. So. Hier noch ein bisschen Leute. Ein neues Spiel wollen wir natürlich. So. Ja. Ich habe zwar im Podcast gesagt, bei diesem Aussehen von ihr tendiere ich sehr dazu, den Typ zu spielen. Aber ich spiele bei Breath of the Wild schon gerne einen Typ. Und zwar der Link. Darum wäre ich, glaube ich, wirklich die Frau. Ja. Nehmen wir die Frau. Und ja, wir behalten es einfach ein Lehrer, wie man den Namen ausspricht. Ja, ich möchte gerne ein Lehrer heißen.
Und wir haben im vierten... Oh, ey! Okay, nehmen wir das Steuerkreuz. Das ist einfacher. Am 4. Januar haben wir Geburtstag. Das ist halt so der Punkt. Bei Fire Emblem müsst ihr verstehen, normal ist nicht so einfach. Normal heisst einfach, dass die Charaktere zwar besiegt, also die eigenen, zwar können besiegt werden in einer Schlacht, aber sie sterben nicht. Wenn du es auf schwer hast, wenn deine Gegner besiegt werden, dann kommen sie auch nicht mehr zurück. Nie mehr. Sie sind dead forever. Es ist Permadeath. Und ich bin nicht so Fan davon, wo ich gleich ab und zu, also wo ich nicht immer will, also wenn man ein paar Sachen ausprobieren, Taktiken und so, und ja, wenn dann halt mal einer stirbt, dann muss ich nicht wieder von vorne anfangen oder jedes Mal die Zeit zurückdrehen, sondern dann ist es halt dann mal so. Und ich meine, dass jemand besiegt wird auf dem Schlachtfeld, das ist ziemlich normal, aber manchmal stirbt er ja nicht einfach gerade, sondern ist auch so schwer verletzt, dass er nicht mehr mitkämpfen kann, und darum nehme ich immer normal. Also beziehungsweise, ja, das kann man auch noch wählen, okay, das ist einfach noch separat, auch nicht schlecht. Also, ich nehme Anfänger. Ich habe keinen Bock auf Permadeath und nein, ich möchte nicht online spielen. Ja, wir fangen an. Let's go. Ja! Yeah. In diesem Fall ist es geändert. Das ist noch gut. Bis jetzt ist es immer auf einer Schwierigkeitsstufe. Ui. Das war immer mit einer Schwierigkeitsstufe verbunden irgendwie. Also Permadeath hast du gar nicht wählen, ob du ein- oder ausschalten. So cool. Ja, mit diesem Outfit kann ich auch nicht so gut kämpfen. Aber ja, es ist halt japanisch. Ich kann jetzt gar mit Stöckeli-Schuhen kämpfen. Und die crazysten Stunts machen. Our final battle lies ahead. Now, it's time to engage. Ich habe ein bisschen Gänsehaut, muss ich wirklich zugeben. Ich freue mich. Den Stil finde ich auch recht cool, ja. Also es ist mal so etwas anderes. Ich habe einfach das Gameplay mega gern. Es ladet wieder rein. Nein, es geht zwar. Ist das schon unser erster Gegner? Ist das der erste Gegner? Others fought hard to clear a path for us. We can't let them down. You're here at your end. This place will be your tomb. Zu sehen wir hin und her. Ja, ich glaube, ich muss mich noch anders platzieren. Also, das ist eine Bedingung. Wenn alle Gegner besiegt sind, haben wir gewonnen. Wenn ich besiegt werde, haben wir verloren. Okay. Move in. I'll remain by your side. Ja, ich glaube, mit der Änderung, also mit der Bewegung, haben sich etwas geändert. Haben sie es ein bisschen smoother gemacht, wenn ich es recht im Kopf habe. Oh, das haben sie anders. Oh, das ist sehr fantastisch. Okay, jetzt muss ich natürlich da effektiv schnell schauen, dass ich meine Kamera verschieben kann. Oh, das ist nämlich neu. Wow, Musik, hey. Die ist episch.
So, jetzt ist auch besser, hä? Gut. Ah, unten ist zwar noch so eine kleine Map, he? Die sehe ich erst jetzt. Ich muss noch ein bisschen rauf. Jetzt mache ich es halt schnell so. So, jetzt seht ihr nämlich unten auch die Map. Ein bisschen, der grösste Teil, fast alles. Das ist gut, super. Also, weil unten, das ist mega cool, das hat es nämlich bis jetzt noch nie gegeben. Ui. Okay. Das hat es bis jetzt noch nie gegeben, dass wir unsere Stats schon gerade sehen. Also, wir sehen, wer wir sind. Wir sehen, wer unser... Also, wir kennen seinen Namen noch nicht, aber wir sehen, wir haben Verbündete. Das Bandlevel ist bei 20, das ist auch recht hoch schon. Wir sind das Drachenkind, also das ist unsere Klasse. Wir haben ein Schwert namens Liberation. Das ist unsere Waffe. Wir haben Level 20. Wir haben eine Bewegung von 4 Feldern auf einmal. Wir haben 50 Leben. Physischer Angriff ist 26. Trefferwahrscheinlichkeit ist bei 131. Unsere Verteidigung ist 17. Unsere Geschwindigkeit ist 16. Abwehr ist 39, die Abwehr ist für physische Angriffe und die Resistenz ist 13. Resistenz ist die Verteidigung gegen Magie. Und wir haben noch irgendwie etwas hier zusätzlich unten, so etwas ausgerüstet. Zusatzinfos. Okay. Genau, das sind nochmal die ganzen hier Fähigkeiten ist das. Sternenlord Blitz, was auch immer das ist. Das ist wahrscheinlich einfach eine Attacke. Ja, cool. Und hinten, dort unten sehen wir noch Grundwerte, die sind aber normalerweise nicht so wichtig. Kampfwerte sind effektiv mit am wichtigsten. Vor allem, wenn es darum geht, eben wer kann wie viel. Da sieht er Geschwindigkeit. Er ist zwar höher gelevelt, aber er ist ein bisschen langsamer. Genau, aber das ist cool. Jetzt sehen wir auf den ersten Blick, was Gegner können. Früher hat man nämlich immer zuerst ins Charaktermenü reingehen, bei jedem Gegner. Und das war ein bisschen mühsam. Ah, das ist sehr cool. Das ist auch neu. Das ist mega gäbig, wo früher hat man wirklich jeden einzelnen Ding separat müssen machen. Und wenn man sich also wenn man zum Beispiel nachher gesagt hat, man will da rauf, dann hat man irgendwie wieder retour müssen und dann wieder dort rauf. So, jetzt frage ich mich noch gerade, ob man kann... Genau, irgendetwas habe ich noch schauen. Und zwar kannst du normalerweise... Ende, nein, das wollen wir nicht. Kann ich... Normalerweise kannst du die Dings... Du kannst Dings locken, normalerweise. Also... Du kannst sagen, du willst sehen, wie weit das er... Ah, schon ein Drache, hä? Ah, ist das da? Ah, das ist das gewesen. Okay, perfekt. Super. Das sehe ich nämlich, wie weit er kommt. Und das ist recht wichtig. Und jetzt wissen wir, wenn wir da herlaufen, passiert uns noch genau gar nichts. So, er kommt noch gar nicht zu uns. You have no hope of defeating me, not even with your emblem. Das ist arrogant. So, genau, jetzt ist er dran. So, jetzt sind wir in seiner Reichweite. Das sehen wir auch. Genau, merci vielmals für die Info. Genau, also, wir sind jetzt hier in Reichweite. Wir können jetzt angreifen. Wir haben aber nur eine Nahkampfwaffe, das heisst, ich muss wirklich zu ihm hergehen. Okay. Schau jetzt. Also.
Angriff. He? Ah! Ich hasse mit dem Steuerkreuz, ist das viel einfacher. Nein, Moment schon. B. So, also da aktivieren. Jetzt gehen wir hier eins rauf. Jetzt greifen wir ihn an. Genau. Jetzt sehen wir auch gerade, wenn wir ihn angreifen, verlieren wir 30 LPs und er 12. Also wir verlieren 12 und er 20. Umgekehrt. Wir 20, er 12. Das ist schon genau der Schaden, den er austeilt und der Schaden, den ich austeile. Es ist etwa 3-mal abgebildet, also noch sicherer kann man hier gar nicht gehen. Ja, ich würde sagen, wir greifen einfach mal an und schauen, was passiert. To die here was ever your destiny. The rings are mine. Wer bist du? Du bist so arrogant. Ich bin echt gespannt, wer uns jetzt angreift. Haben wir dann noch 10 Leben, falls er trifft. It's time. Engage. Ah, okay. Ich wollte sagen, jetzt muss ja etwas passieren, sonst sterben wir. Also Bündnis. Also sobald die Bündnisliste aufgefüllt ist, und das ist eben neu, das ist jetzt wirklich einmalig für das Fire Emblem, dann können wir mit einem Bündnis angreifen. Und das Bündnis ist eben mit dem Hero, den wir beschworen haben, eben der blauhaarige Typ da. Genau, und dann haben wir eine spezielle Waffe oder beziehungsweise einen speziellen Angriff. Und das ist eben da der Sternenlord-Blitz, den wir als Fähigkeit haben. Das ist der, alles klar. Und die Bündnis bleiben 3 Runden lang bestehen. Gut. Dann würde ich meinen, da Bündnis mit einem Emblem 1 werden. Machen wir das mal und schauen, was bei rauskommt. The time has come. Now, as one. Emblem Engage. Oh Gott, das erinnert mich an Sailor Moon. Irgendwie. Wow. Das erinnert mich so sehr an Sailor Moon. Das ist richtig kitschig. Nein, man kann die Haarfarbe nicht ändern. Oh Jesus Christ, das ist wirklich Sailor. Oh ja. Ich fühle mich wieder in meine Kindheit versetzt, aber es ist cool. We are now connected and can unleash a powerful attack. Weisst du, Nico, es hat einen Grund, warum sie blau-rote Haare hat, aber das ist natürlich Teil von der Story und das werden wir dann im Verlauf vom Game dann noch erfahren. Together. Together, always. Ja, aber genau, der Angriff entfesselt mächtige Kräfte und kann nur einmal pro Bündnis eingesetzt werden. Aha, also einmal im ganzen Kampf. Nein, das Bündnis besteht 3 Züge lang, dann geht er wieder weg und dann muss man warten, bis es sich wieder aufgefüllt hat und dann ist es wieder verfügbar. Also auch mehrmals pro Kampf in diesem Fall. Gut, also, machen ihn kaputt. Da, Sternenlord Blitz. Greift mit Schauer aus Hieben an. Jetzt bin ich gespannt. Also wenn er das nicht kaputt macht, müssen wir natürlich noch die richtige Waffe auswählen. Ich hoffe, das ist die richtige. Ich denke es mal. Und ja, wir sehen schon jetzt, also man kann auch hier mit links oder rechts noch die Waffe auswählen, aber wir sehen gerade, es spielt absolut keine Rolle. Er ist so oder so dead. Die Frage ist einfach, tun wir 5 x 9 Schaden machen oder nur 4 x 9? So oder so ist es mehr als 36. Von dem her ist er so oder so down. Das heisst, es spielt keine Rolle, mit welcher Waffe sie angreifen. Ein bisschen matt hat man bis jetzt aber müssen machen. Das macht jetzt das Game für einen selber. Wie ihr unten hier unter mir seht, das Leben geht auf 0 runter. Also greifen wir an. My prayers are with you. Das Outfit ist cool. This is it. You have nothing to celebrate. You are weakness itself. You will Entschuldigung. never defeat me. Doch, du bist tot. Das ist 0 Leben.
Yeah! Gut, wir haben unsere Dings abgeschlossen. Das Outfit ist wirklich cool, I like. Wir haben gewonnen, juhu! Der Ton ist ein bisschen am Übersteuern, kann das sein? Es kräschelt ein bisschen, gell? Ja, das ist leider meine Switch. Thanks to you, this world is saved. And my work here is complete. Know that I will always be with you. And that we will stand together again, as we did this day. Oh. If ever we cross paths again, I hope you will remember me. Auf jeden Fall. Also, ob man die könnte vergessen. That you will remember all of us who took up arms to fight by your side. Auf deine treuen blauen Äugel, ja, natürlich erinnere ich mich an dich. The 12 emblems. 12 sind es total. Genau. Es hat 12 Ringe und die müssen wir alle finden. Der Ton ist ein bisschen am Übersteuern. Ja, nein, aber es übersteuert nicht. Irgendwie meine Switch kräschelt einfach. Ich weiß nicht, an was es liegt, ehrlich gesagt. Vielleicht liegt es so an Elgato. Hä? Whoa. Tell me you're seeing this. Hello there. And you are? You're awake! You're really awake, yeah? You're the divine dragon. No way! No way. Okay. The divine dragon is finally awake! Hey, hold on! Oh, Jesus Christ. Also wir merken schon jetzt, wir haben anscheinend geschlafen, ganz lange. Leider sieht man blaue Augen nicht wirklich treu nachher. Ist das so? Nein, ich glaube braune Augen sind so die treuen Augen, kann das sein? Mit dem habe ich auch schon dealen lassen. Calm Gut, du down, Arme. you two. What's all of this ruckus about? Ich schaue schnell, einen kleinen Moment. Anscheinend, also mir hat mal gesagt, ich soll einfach den Ton wechseln, aber ich wüsste nicht, wo ich den Ton sollte wechseln. Also vor allem der Ton vom Input. Also aufnehmen tun wir ja nicht. Spielton. Da kann ich nichts auswählen. Ja, nee. Analog-Audio. Ja, genau. Ich muss einfach Sachen ausprobieren. Entschuldigung, ich komme gerade wieder. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass ich vielleicht hier ein bisschen, ich weiß auch nicht. Dass es nicht mehr so kräschelt. Das wäre noch so cool. Haben wir jetzt überhaupt Ton? Wir haben Ton. Hat er auch Ton? Ja.
Also, probieren wir es mal. Ob das so ein bisschen besser ist. Ich hoffe, es wäre schon schade. Und ja, es stört mich eben auch, muss ich zugeben. So, also ruhig, wer seid ihr? Was macht ihr für einen Aufruhr? Kraschelt nicht mehr, kann das sein? Divine Dragon. Es kraschelt nicht mehr. Cool, dann machen wir jetzt Autodialog. Oh. An utter miracle. The Divine One awake at Geil. long last. That I did it. might live Nice. to see you standing before me. What an honor. Not to be rude, but who are you? Ah, apologies. I lost Like myself Stefy. for a moment there. My name is Vander. I am the 32nd steward of the dragon. Hello, Sir Vander. Oh, my Divine One. There is no need to address me as such. Simply Vander will do. See? I told you the Divine Dragon was awake. Yeah, we were telling the truth. You two. I don't believe I got your names. Oh, Ah, das ist sorry. ganz anders We were so zuhören, excited we gerade, dass wir so forgot to introduce krascheln. ourselves. Richtig We're schön. the 33rd stewards of the dragon. My name's Clam. Please Holy to meet shit. you. And I'm Fram. We're twins. Also, das heisst aber, dass sie in der 33. Generation sind, um uns zu bewachen. Holy shit. We've been waiting forever for you to wake up. As Crazy. stewards of the dragon, our mission is to protect and provide for you. Generation after generation of our predecessors waited for you to rise from your slumber. I'll admit, I am astonished to see it has finally happened. You see, 1,000 years have passed since the first steward took their post. 1,000 years? That's how long I've been asleep? Indeed. Your mother, Lumera, the divine dragon monarch, has long awaited this day. Finally, you, a divine dragon yourself, have awakened. This surely signifies great things. Oh, slow down. This monarch you mentioned. She's my mother? And I'm a divine dragon, you called it? Oh, dear. Ich glaube, wir haben alles Is vergessen, your kann das memory sein? hazy, divine one? I know my name, but that's about it. You can't remember anything else? Maybe Erinnert you're mich an just Breath of the feeling groggy Wild. because of all that sleep. But I don't even know who I am. Fret not. Such lapses in memory are to be expected after sleeping for so long. If I may, you are a divine dragon, a member of a royal family of dragons revered as deities. Queen Lumera, the divine dragon monarch, rules over the holy land of Lethos. In the war 1,000 years ago, she defeated and imprisoned the wicked, fell dragon. You, Divine One, are her only child. The war? The fell dragon. Oh, I feel like I can almost remember, but... Fast. Please, do not Fast trouble numero yourself sefru. trying to bring it all back at once. Your memories will return in time. You are a being of immense power, a deity, no less. I have heard many a tale of your kindness, nobility, and bravery. Your unflinching heroism. That's a lot to live up to. For now, let us head to Lethos Castle. Queen Lumera will be thrilled to see you. Perhaps the reunion will help stir your memories. Oh yeah. I hope so. Okay then. Onward and downward. Und wieso genau Lethos Castle! haben wir so lange geschlafen? Bitte, ich hätte gerne noch bitte eine Erklärung, warum wir so lange geschlafen haben. Danke. Ja. All this time, I've been sleeping in the sky? You have, yes. The place where you slumbered is known as the Somniel, a fortress built upon an airborne island to ensure your safety. It is perhaps the most secure place in all of Helios. Only a select few can set foot there. Oh, I see. And you three live there with me? Yep. As stewards, we spend our time caring for you. And managing things around the Somniel. It's a sacred place, so we work as hard as we can to keep it shipshape.
Royal family members visit us all the time. Well, visit you, really. The Prince and Princess of Firene, a deeply religious country, visit especially often. They pray next to you, like this. Gott, sie Then they beten mich an. talk for a while. Finde ich like they're gut. chatting to a friend. I see. Thanks for filling me in, Fram. You too, Clan. The Divine One said our names and thanked us. I think I'm going to faint! Unless I already did. Am I dreaming? Need I remind you that you are in the presence of the Divine Dragon? How many times must I tell you to behave in a manner befitting your station? Ah, das ist sehr unangenehm. Please, forgive this embarrassing breach of decorum. Breach of decorum? Jesus Christ. I'm actually enjoying their enthusiasm. You're just as kind-hearted as I always imagined. Oh, jeez. Ah, das ist gerade ein bisschen too much. Also, es ist wirklich... There it is! Ah, das ist unser Schloss, Lithos oder was? Castle. The Divine Dragon Monarch is there, you said? Also, ich habe im Himmel geschlafen, ja. Fix. Nein, Somniel ist ja da unsere Basis, so viel wissen wir ja schon mal. Von dort aus tun wir alle unsere Schlachten vorbereiten und alle unsere Nebencharaktere, also alle die uns im Kampf begleiten werden, dort sein. Wir werden dort können trainieren und so weiter. Es gibt Mini-Quests, also so Mini-Aufgaben und so weiter. Und ja, aber Jesus, so das super mega höfliche, das habe ich gar nicht gern. Aber ja, I guess it's very Japanese. Yes. I suppose 1,000 years have passed since you've Was ist been denn home. jetzt passiert? Holy shit. Don't worry. We'll be right there with you. You can hold my hand if you like. In Wahrheit ist er der Devil, darum hat er so getönt. Das Ding, okay. How long have I been wearing this ring? Since before I fell asleep? That blue stone. It reminds me of something. Ja, blaue Augen, sag ich ja. What are those horrible things? Vander, are creatures like that common around here? They're not. I've never seen them. Nor have I heard of such monsters appearing in Lithos before. This is a land of peace. Understood. Well, Shall we fight them? As you wish, Divine One. You whose bravery knows no equal. no, let's run. Huh? We haven't the slightest idea who they are, and we don't know how they came to be here. Also, they worry me for some reason. So, we run. Ist gut, Bauchgefühl. Bauchgefühl ist wichtig. Divine Dragon really command me to retreat? Okay, get to safety. We'll keep them distracted for you. What the? Ah, Jesus. So typisch Kind. Ah. Oh no! Ja, shit happens, hä? This isn't looking good. Ja, jetzt müssen wir sie auch gleich retten, hä? Hold on! We shall come to you! Oh Mann. Ah, jetzt kommt's mit. Ah, Jesus, okay. Also, wir müssen die Kiris retten, Leute, wo sie stupiderweise unserem Bauchgefühl. Also, ja, gut, sie haben einfach nicht auf uns gelassen, sie haben einfach gefunden, sie machen uns einen Gefallen. Was ja nicht, aber sehr dumm ist. Vander! Divine One, stay back. It's too dangerous. Clan and Fram were trying to protect me. I have to help them. I take back what I said. This is no time to run. Please, let me fight. All right, but stay on your guard. I will. Alle Gegner müssen besiegen. Und auch da, wir sehen es schon, falls irgendjemand von den anderen stirbt, ist es nicht so tragisch. Hauptsache wir überleben. What are these creatures doing in Lithos? Oh. We had best use the foliage to take cover. Genau, wir haben wieder Geländeeffekt. Das heisst, auf Steinen zum Beispiel können wir nicht stehen, das können nur fliegende Einheiten. Und wenn wir in einem Busch zum Beispiel sind, haben wir einen Vorteil gegenüber denen, die nicht im Busch sind. Und die
in den Busch rein angreifen wollen, können nicht so gut treffen. Das ist ziemlich nice. So. Genau, Codes, Abwehr plus 30. Dann hast du Abwehr plus 30. Früher konnte man einfach viel besser ausweichen. Das war auch ganz cool. Also hier sehen wir auch schon, wer alles Reichweite hat auf uns. Und genau darum, also ja, sagen wir so, Gegner kommen überall her, darum spielt es gar keine Rolle, ob wir das jetzt aktivieren oder nicht. Wir gehen jetzt einfach mal daher. Und greifen ihn mal an. Die Wahrscheinlichkeit, dass er uns trifft, das sehen wir jetzt auch hier unter uns, ist bei 36%. Das ist nicht sehr hoch. Gehen wir einfach mal, gehen wir mal in den Kampf in der Hoffnung, dass er nicht trifft. Und ja, er hat nicht getroffen. Gut, wunderbar. Dann ist der abgeschlossen mit ihm. Einheitstypen, ja. Okay, es gibt verschiedene Einheitstypen, zum Beispiel Berittene, aber so wie der Vendor jetzt einen ist, Key-Adept und Mystische. Okay. Genau, welcher Typ zu welcher Einheit angehört, das sieht man unten. Gut, okay, ja, das wissen wir. Danke vielmals. Berittene Einheiten können weiterlaufen. Genau, ja, das. Ja. Und sie können meistens jemanden mitnehmen, das ist noch ziemlich cool. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal da rauf und warten. Dann können sie nämlich uns angreifen. Mal schauen, was die zwei Kiddies noch machen. Too many of them. Divine one, get out of here! Ich glaube, es ist Heilerin, sie kann auch gar nicht angreifen. Die Verbündeten etwas machen, das sind die zwei. Fram, are you alright? Ein bisschen aua. Clan, Fram, it's not safe for you here. Retreat to the castle. Sehr gut. These enemies are formidable indeed. Divine One, please use a vulnerary if you are wounded. Ach, ich werde schon nicht verletzt. Ja, ja. Wir greifen nochmal an. Da ist er down. Ist gut. I had to stop you. Sehr schön. Ja, mit dem Vendor. Greifen wir einfach nochmal da. Aber es ist eigentlich recht simpel. Also, sobald man in einem Busch steht, ist es recht einfach. Man muss einfach das System ein bisschen ausnutzen. I gotta protect Fram. You rotten monsters, don't scare me. Er hat ja vorher sein Buch fallen. Das heisst, er ist eigentlich Magier, aber kann natürlich jetzt nicht angreifen, weil er kein Buch hat. Die Magier können nur mit Büchern oder Stäben angreifen, soweit ich weiss. Ja, wir müssen jetzt natürlich so schnell wie möglich dorthin. Ach, Jesus. Und ja, ich empfehle euch mit dem Steuerkreuz und nicht mit dem Joystick zu spielen. So. Nein. Warten. Genau, mit ihm können wir jetzt einmal hierher oder sogar daher. Und wir warten und hoffen, dass er uns angreift und nicht nochmal Kids. Aber natürlich geht er auf die Kids. Uiuiui, das ist knapp. Haben wir auch genau so berechnet, dass nicht. What the fuck? More enemies. Okay. Das ist natürlich nicht so cool. I should be protecting you. If only I could. Somehow. Los, die verbündet. You must remember. Who said that? Die Ringel redet mit dir. The ring. Los. Know that my strength can be yours.
I know that voice. If ever we cross paths again, I hope you will remember me. Indeed, that you will remember all of us who took up arms to fight by your side. The 12 emblems. Divine One? Divine One! You mustn't do this alone! Don't worry, please. I'm not alone. Help me. Lend me your strength in this fight. Shine on, Emblem of Beginnings. Shine on! Das ist wirklich wie Sailor Moon. Wie sagen die nochmal? Kraft des Mondsteins! Wach auf! Oh. I am known as Marth. Ah ja, genau, der Mars. To be clear, Ah, logisch. Der ist noch geschickt, hä? Also der Gegner. Aber es nützt nichts. 2 gegen 1. That was amazing! We did it. Thanks for your help, truly. of course. It is good to see you. I was able to answer your call because you remembered me. Do my eyes deceive me? Or is that an emblem of legend? Plan, prep, get to safety, now! Right! Haben wir mal noch mal einen Schwein gehabt, hey? Ein bisschen wärst du With your gestorben. help, Marth, we might just make it. Will you join us? Of course. I will fight alongside you from here forward. Your ally until the very end. Ja, mit Emblem synchronisieren, das ist neu! Eine Einheit kann Seite an Seite mit einem Emblem kämpfen. Das nennt sich synchronisiert. So. Synchronisierte Einheiten sind besonders stark und erhalten Zugriff auf Synchro-Fähigkeiten, aber da die Special Attacks. Ja, nice. Ich würde sagen, wir verziehen uns wieder in den Busch. Emblem Marth, okay. Ist ein flinker Angreifer, der Gegner mit Anmut und Schnelligkeit überwältigt. Synchro-Fähigkeit Aufmerksamkeit erleichtert das Ausweichen, das ist natürlich sehr gäbig. Da müssen wir nicht in den Busch. Die Bündniswaffe Rapier fügt berittenen und gepanzerten Gegnern zusätzlichen Schaden zu. Stimmt, es gibt ja jetzt wieder das Waffendreieck einerseits. Andererseits hat man natürlich verschiedene Waffentypen, die für Einheiten besonders stark sind oder besonders schwach. Also zum Beispiel ist ein Bogen immer super stark gegen einen Pegasus-Ritter. Darum als Pegasus-Ritter darfst du nie in die Nähe von einem Bogen, also von einem Bogenschützen, sonst bist du fast instant dead. Ja, sehr cool. Bündnisfähigkeit göttliche Schnelle gewährt einen zusätzlichen schwächeren, okay, also einer, der nochmal 50% Schaden macht, okay. Bündnisangriff Sternenlord Blitz ist ein mächtiger und blitzschneller Hagel. Den haben wir vorher schon mal gesehen. Und man sieht, wir sind jetzt zweite unterwegs, das ist sehr cool. Ich überlege gerade, ob ich da drin soll stehen, mal schauen, was passiert. Oder ich gehe mal heute da rüber. Nein, ich muss mal darauf ankommen. Ich stehe mal da in den Busch rein und mache das Bündnis. Und dann schaue ich mal, was passiert. Das Bündnis ist natürlich schon komplett neu. Das ist natürlich schon interessant. Jetzt kann ich mich nochmal bewegen. Ah nein, ich habe ja noch gar nicht gewartet, bis das Bündnis eingegangen. Okay, wir sind voll verschmolzen. Ey, aber es sieht so cool aus. So. Also, jetzt warten wir mal eine Runde. Ja? Mal schauen, was wir mit dem Wander machen. Den tun wir
Hier, der wird doppelt angegriffen. Okay, stell ihn mal da in den Busch. Ich bin jetzt wundern, was passiert. Ich will es nicht wissen. Ich fordere jetzt mein Schicksal raus. Das ist doch cool mit diesen Flügeln. Ich meine, sie weicht aus. Brech. Oh, er ist nicht mal tot. Ja, schlecht. Ah, der Wender kann ihn finishen. Also das ist ein normaler Angriff halt. Das ist halt schon noch krass. Also sie haben ja nicht mal die Special-Attacke jetzt gemacht, sondern es ist wirklich der ganz normale Angriff. Und die anderen sind schon relativ geschwächt. Das ist halt schon cool. Ich will den mal finishen hier. 18 Schaden. Er hat das sogar noch crittet. Und weil er jetzt beritten ist, kann er nochmal laufen. Aber ich finde, wir sind hier ganz gut positioniert. Darum beenden wir jetzt an dieser Stelle. Nein, ich will nicht den Zug beenden. Ich will mit ihr auch noch. Also. Normalerweise können berittene Einheiten nach einem Angriff sich nochmal bewegen. Interessant, okay. Ich gehe zu ihm und probiere mal diesen super Angriff an. Ich weiß auch nicht, ob der Rapier mir etwas bringt. Sag mal 4x9, 3x9. Ja. Doch. Rapier ist einmal besser gegen eine Axt, aber das ist, was ein Schwert ist. Jedes Schwert ist besser gegen eine Axt. Ja gut, der lebt eh nicht lang. Der kommt auch gar nicht zum Gegenzug. Ja. Das ist doch eindeutig. Das ist ein bisschen OP, hä? Aber das sind wir am Anfang immer. I live to fight again. Das sieht aber doch cool aus. So. Also. Kapitel 1. Hexafly. Hey! Wunderschönen Freitagnachmittag wünsche ich dir. Ich hoffe, es geht dir gut. Kennst du Fire Emblem? Hast du es auch schon gespielt, Hexa? Divine One. Vander. Thanks for saving us. Yeah. And, sorry. This all happened because we ran ahead. I'm the one who should apologize. You put yourselves in danger trying to protect me. It's such a relief you're both safe now. Divine One, I hear more enemies approaching. Was noch mehr? Entschuldigung? More? I thought we'd gotten them all. Evidently not. These creatures, will there be no end to them? Welle 2, let's go! Fight! Huh? There's more? Ah, unsere Mama ist da. Also es sieht jetzt so aus. And they've got a dragon? Nein, das ist deine Mama. Sie ist weiss. Weisse Drachen sind immer auf unserer Seite. Sind immer die Liebe. Es geht dir super, das ist doch schön. Ah, unsere Mama sieht sehr jung aus. You are awake. Hui. Aber sie ist ein Drache, also von dem her. Sie darf. Sagt mir gar nichts. Also erstens musst du dich nicht entschuldigen, wenn du Fire Emblem nicht Is kennst. it really you? Yes, it's me. Thank you for saving us. What a joy it is to see you. Huh? I've Aww. waited for so long. When I sensed you had awoken, I flew here as fast as my wings would carry me. I hope you're not hurt. Nö, geht mir ganz gut. I'm
I'm fine. What a relief. You cannot understand how I've missed you, my dear child. Oh, you're my mother. What's the Yeah. matter? Don't tell me. Since awakening, the Divine One's memory is clouded. I see. I'm sorry. I'm sure you weren't expecting this. No, I must apologize. I was so overcome with joy. I hugged you as hard as I could. I take this to mean you've forgotten everything. I suppose it's to be expected. 1,000 years is a very long time. Vander explained that I've been sleeping since some war that happened back then. Yes, you suffered a terrible wound. Ich sehe Parallelen zu Breath of the Wild. Again! A wound? Well, I don't remember that. Or this world. Or anything. Don't fret, young one. I will speak to you of all you've forgotten, regardless of what you remember. I'm simply glad to have you back, my dear child. Still, Einzuking. this isn't the reunion you hoped for. Oh, don't worry about me. It's solace enough just to hear that sweet voice of yours, and to gaze once more into your eyes. What lovely colors they are. Ja, jetzt sind wir schon zu zweit. Also sieht aus, dass in dem Fall der Vander definitiv zu uns ins Team kommt. Schon mal gut. Einen berittenen Ritter kann man immer brauchen. Ja, Hexo, nur mal schnell. Fire Emblem ist vor allem in in Japan ein sehr bekanntes und beliebtes Franchise. Es ist, wie im Titel schon steht, es ist echt so ein Anime-Schach-Simulator irgendwo durch. Es ist ein rundenbasiertes Taktikspiel, wo du einfach wirklich mit verschiedenen Charakteren Schlachten bestreitest und die so natürlich durch die Story durchspielst. Ich habe es sehr gerne, ich spiele das schon seit vielen Jahren. Ich finde es immer wieder interessant, und vor allem, wo du wirklich ein bisschen überlegen musst und ein bisschen, vor allem die Schlachten finde ich immer am spannendsten, das zwischendrin kann man von mir aus auch streichen, aber es ist auch gleich immer wieder gut. So, also ich habe gerade den Kampf abgeschlossen, genau, anscheinend, dank der Hilfe unserer Mama. Jetzt können wir die Karte frei erkundigen, gell? Und das ist eine neue. Das heisst, wir können, mit Plus können wir näher gehen. Also, oha. Also, wie wir am Montag schon erzählt haben, was ist das? Aufbrechen. Ah, nein, das wollte ich noch nicht. Unten ist eine Karte. Dort hinten glitzert es auch schon. Nüsse. Okay. Kann ich irgendwie zur Karte wechseln? Ah, sehr gut. Da ist ein Pigeon. Hallo. Komm ich da nicht her? Ah, hier. Nein, ich will nicht gehen. Hallo. Weil man kann nämlich Tiere adoptieren. Wie cool ist das? Man kann Tiere adoptieren. Das ist so cool. So, reden wir mal hier mit dem Vander. Ich spiele nicht so gerne Games, wo man viel muss lesen muss. Wieso musst du nicht viel lesen? Also ja, mal jetzt schon. Stimmt. Es ist nur in den Zwischensequenzen, wo es vorgelesen wird. Also es ist ermutigend, König Lumera und euch wieder vereint zu sehen. Euer Gedächtnisverschwund ist zwar vielleicht ein bisschen überraschend, aber es scheint trotzdem gut gelohnt zu sein. Thank you. Hey Mama, ich bin so unglaublich glücklich, dich zu sehen. Es ist wie ein Traum. Wir sollten aber lieber nicht zu lang bleiben. Es könnten noch weitere Feinde kommen. Ja, das ist natürlich absolut recht. So, ihr zwei Gören, seid ihr okay? Wir haben echt Sorgen gemacht, aber wir haben es überstanden. Das wir in Sicherheit sind, das haben wir dir zu verdanken. Also euch. Mit uns ja sitzen hier, Entschuldigung. Was ist eigentlich mit dem Typ passiert, der aus dem Ring ist gekommen? Ja, das ist mein Geheimnis. So great! Oh, unglaublich! Was? Ja super, jetzt hast du mich. Was? Weil man dir adoptieren kann, Juli? Mal, du kannst tatsächlich Insomnia, also in deiner Basis,
hast du eine kleine Farm, die du kannst, aufbauen kannst. Und du kannst Tiere adoptieren, die du auf dem Schlachtfeld findest. Und die sind dann auf dieser Farm. Und die sind actually recht wichtig für Ressourcen. Die geben dir Ressourcen. Von dem her ist einfach schon echt cool. Also es ist unglaublich. Also, ihr seht, er hat unglaublich gut ausgesehen auf dem Schlachtfeld. Ich meine, was auch sonst, das ist schliesslich eine Würgöttin. Habt ihr euch verletzt? Ich hoffe doch nicht. Aber falls nötig, kann ich euch erstklassige Heilung anbieten. Ich habe schon gedacht, sie ist Heilerin. He? Aber... Hallo? Ich hätte gerne die Tube. Kann ich die bitte haben? Entschuldigung. Let's head to the castle. Ja, gehen wir halt. Das ist schon Climb on gut. my back. Genau mein Ding, ey. Du spielst in dem Fall auch so Stardew Valley und so. Ah, haben ein cooles Bild. Nicht? Oh, das könnte so ein easy Hintergrundbild sein von einem PC. Also, zurück auf die Oh, wir können sogar vom Drachen zurückleiten. Das ist ja mega cool. Jetzt erfahren wir noch etwas von der Story. We live on the continent of Elios, 4 realms surrounding a holy land at its center. Firene, kingdom of abundance. Brodia, kingdom of might. Elusia, kingdom of knowledge. Solm, queendom of freedom. The land of Lithos, home of divine dragons. And Gradlon, domain of the fell dragon, fallen to ruin. 1,000 years ago, our lands endured a vicious war with the fell dragon. We called upon heroes from other worlds to aid us, heroes known as emblems. With them, the warriors of our nations fought as one. In the end, we were victorious in defeating and imprisoning the fell dragon. In the years since, our world has been safe. But now, I sense a resurrection. The binding weakens. If his shadow stretches across the land again, then we must fight him anew, as we did in ages past. Fell Dragon, Sombron, must be stopped. Das Queendom habe ich noch nie gehört. Ich sage das jetzt so, willkommen in meinem Queendom. Das ist doch fantastisch, hey? Queendom. I love it. Aber ich habe es auch noch nie gehört, aber I love it. Queendom, voll gut. Also kann man die Buch zum Vorlesen, dann würde ich es vielleicht auch noch spielen. Du, für 150 Stunden können wir darüber reden. Ist okay. Why not? Wie ignorant war mein Hirn, nicht darüber nachzudenken, dass man das so gendern kann. Ich fühle da sehr mit dir, ehrlich gesagt, Nico. Kapitel 2. Mir ist auch noch nie in den Sinn gekommen, dass man dem auch Queendom sagen kann. We are safe within these walls. Ich meine, United Kingdoms, also UK, ist ja auch von einer Queen regiert worden. Lang. Das war irgendwie 71 Jahre oder so. Also von dem her, ja, eigentlich war es so ein Queendom gewesen, wenn man so will, ne? UQ. Okay, das hat aber mehr nicht. You cutie! Cutie Pie! Naja, es geht. Das ist nicht unbedingt geiler, aber das ist vielleicht Geschmackssache oder einfach Gewohnheitssache. Das kann gut sein. So this is Lithos Castle. It's beautiful. I'm glad you think so. Ein bisschen nackig. Also es steht so wenig rum, wenig Deko. I've long waited to welcome you back here. Welcome home. I'm home? Yes, you are. I feel overwhelmed with joy. I may cry. Queen Lumera. Aww. Vander, Clan, Frem, thank you for all you've done. You are worthy stewards indeed. You and your predecessors, watching over my child all these years. I am ever so grateful. You are too kind. Yeah, it's awful nice of you to say that. I'm starting to feel woozy. Woozy. Go us! We just got praised by Queen Lumera herself! The happiness of this moment aside, I am troubled to see the corrupted here in Lithos. The corrupted?
Those enemies you were fighting out on the grasslands. Oh, I didn't like those things one bit. Just the sight of them made my blood run cold. Understandably so. The corrupted are corpses revived by an evil power. The Fell Dragon used them as his soldiers in the war. Before the start of that bitter conflict, Elios had known peace for eons. But then, a dark presence emerged. Sombron. Despite tireless searching, we could not determine where he'd come from. But seeing the destruction he wrought, there was no doubt of his evil intentions. Now the corrupted are spreading once more. This may be a sign of his return. No. I wonder if it is mere coincidence that you awakened as all this unfolds. If the Fell Dragon has been released, then we must prepare for battle. Ziemlich sicher der Grund gewesen, ja, warum wir aufgewacht sind. Worry not. I doubt he will attack anytime soon. This Er ist noch ein castle bisschen is trainieren. filled with the spirits of divine dragons. The corrupted cannot enter it easily. Let us devise a plan now, while we have the opportunity. Emblem Marth. Here It's I been am. quite some time, Lumera. That it has. Thank you for lending your aid against the corrupted. You're welcome. But of course, I could help only because your child remembered me. You know, it is possible the others are awake now, just as I am. Perhaps you are right. Sorry, but what do you mean? Who's awake? There is something I should show you. Follow me. Ui. Also du sagst, du musst nicht viel lesen. Es wird ja alles vorgelesen. Es ist ja literally vertont, synchronisiert. Was willst du noch mehr? Das ist doch fantastisch. Du musst ja gar nichts lesen. Außer du kannst kein Englisch, das ist natürlich eher What is suboptimal. this place? This is the Ring Vault. It is where the emblem rings are enshrined. Ah, das sind die 12 Ringe. Also so 12 Dings hat es wahrscheinlich, so 12 Steinklötze. Okay. Ah, und dort im Hintergrund sind die Statuen von denen. Ist ja voll cool. Nice. Nico, ich habe mir vorher überlegt, ich hätte gerne einen Song von dir. Bitte schreib einen für mich. Welcome to her kingdom. Queendom, meine ich natürlich. Welcome to her queendom. Bitte. Also für all die, die es nicht wissen, der Nico ist in der Band. Please do it. Please, schreib mir einen Song. Welcome to her queendom. Das ist auch so gut. Das sind overproportionized bodies in den JRPGs. Never gets old. Das ist definitiv so. Und mein Headset hat sich gerade verabschiedet. Ah nein, doch nicht, es ist wieder da. Lol. Kann man den nicht im Super Smash Bros. Spielen? Doch, der Marth ist auch ein Smash-Charakter. Ja, das ist so. Also, erzähl noch ein bisschen mehr über die Kamera. Those of the Holy Knight, of the Sage Lord, and of the Azure Twins rest here, as well as the Ring of the Princess Exalt, and finally, the Ring of the Instructor. Each dwells within an emblem ring, as Marth resides in the Ring of the Hero King. So, counting Marth, there are 6 emblem rings. Wow. Nein, In 12. fact, there are 12. 6 here, and 6 entrusted to the other countries, as a precautionary measure. What do you mean? The emblems grant world-altering power to whoever has all 12 rings. For generations, the divine dragons used this power to ensure peace and prosperity in Elios. Indeed, that was how we locked away the Fell Dragon. But many have sought to steal the rings and use them for their own nefarious purposes. Hey Which is Massimo! why they're scattered all over the continent, not just stored here. Precisely. The rings offer their power but once every 1,000 years, at which time the divine dragon travels across Elios to collect them from each nation's ruler. With 1,000 years having passed since last time, I was planning to carry out this ritual soon. But if the Fell Dragon is after the rings, the emblems may be summoned before I arrive. Summoned? It is how one calls for an emblem from a ring, just as you did earlier with Marth. Only those with royal dragon blood are capable of summoning. That includes you, my child. Oh. Immer You die must mit be ihrem talking about Royal the Blood phrase that hair. popped into my head. An invocation, you mean? What was it?
Shine on, emblem of beginnings. I wasn't even thinking about it. The words just fell from my mouth. That was how you summoned Marth. What was your focus, your intention when you spoke those words? I wanted to help Clan and Fram. I didn't want to lose them. I wanted to protect them. Your focus was on helping others. Remember that intention whenever you summon emblems. Not to keep the power for yourself. Understand? To borrow so you may protect others. I understand. Now, why don't we try a practice battle? You must be a little rusty after all these years. Ja, danke für das. Hey Massimo, ich hoffe, es geht dir gut. Du hast eine gute Woche gehabt. Endlich ein Nintendo-Game mit Vertonung. Fire Emblem ist tatsächlich schon lange vertont. Also von dem her, also auch das letzte war schon vertont gewesen. Gut, die Frage ist natürlich, ich glaube, die ganz normalen Gespräche, die man dann später im Verlauf des Spiels muss, mit den Nebencharakteren führen, die sind nicht vertont, sind aber mega wichtig. Aber ja, so die Zwischensequenzen, sage ich jetzt mal, wo man mehr im Fernsehen schauen ist, als wirklich am Spielen, das ist alles vertont, ja. Und ich meine, das ist bei Breath of the Wild ja auch so. Also bei Breath of the Wild sind die ganzen Cutscenes auch vertont. Nach Pokémon ist das mega... Ja gut, wir fangen wirklich nicht von Pokémon an, im Fall, wirklich nicht. Jetzt kann ich während dem Shoppen im Brack auch noch Streams schauen. Hey, Wolf One, ja, siehst du, das ist doch perfekt. Was willst du noch mehr? Jetzt kannst du bei uns einkaufen, du kannst shoppen, du kannst hier zuschauen, du kannst mit uns diskutieren. Das ist doch perfekt, das ist doch super. Und jetzt, wo du geschrieben hast, habe ich gerade gemerkt, dass der Cloudbot gar nicht läuft. Das ist dann wieder abgestellt. Wir haben doch vorher extra noch etwas hinzugefügt. Am Cloudbot. Ja, das ist natürlich wieder abgestellt. Super. Haha, nein, kein Giveaway. Das wär's. Nein, im Moment haben wir ja erst gerade eins gehabt. Nein, aber wir haben natürlich verlinken, wo ihr das super tolle Game bekommt, oder? Ist ja logisch. Und ja, eben, siehst ja, Nico, ich denke schon, dass du viel beschäftigt bist, aber schau, ich hatte ja am 4. Januar Geburtstag gehabt. Jetzt hast du ein Jahr Zeit fast, um mir diesen Song zu schreiben. Welcome to her Queendom. Ich finde, ein Jahr ist nicht zu viel verlangt. Mit all dem, was du schon noch zu tun hast, oder? Main Character seit 2014, Queen. You must be a little rusty after all these years. Ja, aber Nico, du hast vergessen, sie hat ja jetzt 1000 Jahre geschlafen. Das meint sie. Mir geht's sehr gut, ja. Das Keyboard ist rausgeworfen. Ja, das Keyboard ist vielleicht sogar schon angekommen, oder? Kann das sein? Hier gibt es einen neuen PC gratis. Nein, definitiv nicht, Valve One. Sorry. Das ist leider nicht so einfach. Insta-Story folgt. Sehr cool. Das freut uns. Ich habe am 27. Mensch, bis dann kriegst du einen her, Nico. Ja, Nico, erzähl, bekommst du einen Song her bis zum 27. Unfair. Wieso ist es unfair? Hallo? Ey, Cuba Libre, wie geht's dir? Es ist schon fast wieder Wochenende. Ja, schon fast wieder Wochenende. Es ist schon fast Zeit für das erste Feierabendbier. Ist das jetzt ein Wunsch nach einem Song vom Nico-Stream? Nein, das ist hier die Stefy hat gerne die Stefy bekommt in einem Jahr, am 4. Januar 4. Januar 2024, einen Song vom Nico. Ist doch super. Finde ich gut. 7 Tage ist wenig für einen Song. Huiuiui. Stefy hat gern, das ist der Refrain. Nein, der Refrain ist Welcome to her Queendom. Also das ist der Titel, actually. Genau, das nächste Giveaway ist ein Song von Nico. Also, Übungskampf. Let's go.
Was ist jetzt im Voting für die Waldbühne am Gurtenfestival? Das ist ja echt cool. Ja, dann müssen wir How about voten. we train here? You will Das be sieht the schön one aus. fighting. The emblem lends you their strength. You need to train your body and mind to unleash an emblem's full power. Vander, Clan, Frem, you will be aiding my child in this battle. Against me. Oh. Even in a practice battle, I could not turn my weapon on you. Oh, Vander, please do put your heart into it. Sie ist schon I know flirty. I will. Massimo, am Wochenende gibt's HD. Sehr gut. Sehr gut. Und ja, Nico, post mal den Link da. Oder du, keiner ist Discord. Oder beides. Willst du auch fertig machen? Ja, jetzt hat sie geguckt, gell? Namen sind immer fantastisch. Edeltraut, eben jetzt Vander. Ja, es ist wirklich grossartig. Also, ja, dann kämpfen wir mal, hä? Nicht Discord-Fan. Hä, was ist ein Discord-Fan? No, dear. Not at all. How could you think so? I made these opponents from plants and rocks. Nevertheless, wow. their abilities are the same. Drop your guard and you could be hurt. Oh, they're really unsettling. Sie hat echt Zombies gemacht. Holy shit. They give me the chills. Listen, you must push through your fear and face whatever opponent stands against you. Never run away. You are my child, the protector of all. The divine dragon. I understand. Don't worry, Divine One. We'll back you up every step of the way. Yeah, what Fram said. As loath as I am to battle against Queen Lumera, orders are orders. I pledge to bring us victory. Thank you, everyone. Now, let's begin. Oh yes. Ja, Nico, vielleicht solltest du noch schreiben, wie eure Band heisst. Lumera müssen wir besiegen. Alles klar. Gar kein Prozent hast du leider, Wolf One. Be Sorry. cautious, Divine One. Some of these enemies are carrying long-range weapons. Therefore, they can rain arrows upon us from afar. Yikes. Reichweite 2, genau. Es gibt auch solche, die haben mehr Reichweite, zum Beispiel 15 oder so. Das ist aber auch ganz lustig. Also. Was kann die? Kampfmönch. Aha. Das heisst, wir können sie zu einer Kämpferin ausbilden. Das ist cool, actually. Er ist Magier. Ja. Das ist cool. Wir können sie zu einer guten Kämpferin machen. Das ist gut. Also. Sie kommen auf uns zu. Beim Dings bringt es aber nichts. Ja, wir gehen einfach mal voll rein, würde ich meinen. Hä? Was steht so los? See this enemy with the axe. Axe wielders are at a disadvantage against swords. Ach Swords nee. are strong against axes, axes against lances, and then lances against swords. If you outmatch your foe, you can break their fighting stance for an advantage in combat. Try it. Strike with your sword. After their stance is broken, they'll be open to further attack. Hey, Wolf One, ich arbeite bei brack.ch. Ich bin Content Marketing Managerin Gaming. Seit 1,5 Jahren, eineinhalb Jahre erst, kann das sein? Nein, wann habe ich angefangen? Im 21. Doch, in dem Fall erst seit etwa 1,5 Jahren, ein bisschen länger. Und das machen wir seit einem Jahr. Dude, seit einem Jahr machen wir das. Actually haben wir vor 3 Tagen unser erstjähriges Jubiläum gehabt. Ah! Ja, wir haben sogar einen Podcast. Wir haben einen Gaming News Podcast. Das ist actually auch noch recht nice. Ah, schau. Schweizerdeutsch, Gaming News mit dem Nico zusammen. So, genau. Das Waffendreieck ist back. Endlich wieder. I like.
Ja, aber das zeigt uns ja sowieso jedes Mal an. Genau. Gut platzieren. Schauen wir, dass wir es hier platzieren. Wenn wir ihn angreifen. Also ist zwar Axt gegen Axt. Ah, das ist wirklich ein Rohr. Wir sind so oder so ein Vorteil. Er kassiert gar keinen Schaden. Von dem her. Jetzt tu das. Gut, dann. Ich wollte schnell schauen. Kommt sie? The Divine One looked right at me! Jesus. You know, I can do some mean healing with my staff. Nein. Not only that, I can take incoming hits for nearby allies. But it smarts when I do. Anyway, if you don't want to get hurt or you need some patching up, just lean on me. Ich wollte zum Kampfmönch machen, Mann. Hallo, du bist eine Kämpferin. Ja, wobei eine Heilerin braucht man halt eben schon. Du bist echt beides, okay? Kein Adept. Sie können benachbarte Einheiten schützen. Okay. Das ist actually nice. Mal schauen, was sie so für Schaden macht. Es killt noch sogar. Oh. Sie greift aber... Oh, das ist jetzt die Frage. Greift sie zweimal an und dann könnte er angreifen? Oder greift sie einmal an, dann kommt der Rückangriff und dann greift sie nochmal an? Ich probiere es einfach mal. Ja, genau. Perfekt. A noble sacrifice. Wir machen es jetzt zur Faustkämpferin, das sage ich jetzt schon. So, du kommst nicht so weit. Oh, Jesus, ich will doch nur kämpfen, Mann. Lali. Ja, das ist natürlich nice. Magier sind extrem gut gegen Rüstung. Das ist eben recht cool. Und sie treffen meistens zu 100%, sogar wenn die Leute wenn die Gegner im Busch stehen. Das ist eben schon cool. Ich muss jetzt schauen. Ja, der macht nicht so viel Schaden. He? Ah, jetzt komme ich raus. Also, er greift eigentlich mit 13 an, der andere greift mit 6 an und dann greift der andere nochmal mit 13 an. Okay, sick. Sick. Nicht schlecht. Here goes. Ich stelle es einfach mal hier an. Stelle mal schnell ab. Me, right? Gut. Also, greifen wir den mal an. Der ist dann mal weg. Endlich mal wer, der Mut hat zum Unterstützen. Ja, eben, gell? Cool. Finde ich eben auch. Im Brack-Life, ja. Oh, jetzt kommt die andere dran. Oh. Ah, sie greift gar nicht an. Ja, lol. I am your weapon. Mal schauen. Macht das Schaden? Ja, sogar ordentlich. Trefferquote von 69%. Sie trifft nur zu 51%. Ja, wir greifen einfach mal an. Mal schauen. Queen Lumera, please forgive me for standing against you. Oh, jetzt mach einfach. You are my child's knight. You must fill that role as best you can. Attack me with all your might. Hast du gut gemacht. Wir sind stolz auf dich. Gut. I'm here, Divine One. Schnell schauen, kommt sie da noch dran? Nein, sie kommt gar nicht Your mehr her. steward's ready. Ist noch schade. Dann mache ich mal Protektion. Ah, es ist gar nicht mehr... Ah, das ist dumm. Ich greife jetzt immer an. So. Gut, sie kann auch nicht zurück angreifen. Queen Lumera, I don't want to attack you. Mach einfach. I feel dizzy. Beiche. Sharpen your focus, clan, lest you miss. Cool. Jo, aber sie kommt gar nicht dran.
Ja, dann greifen wir jetzt einfach mit ihr an. So. Last Hit. There is no need to hold back, my child. Ach, glaub mir, das mache ich auch nicht. All right. Grüner Glaube, holy shit. Ey, wow, Mann, merci vielmals für die Follow. Herzlich willkommen bei uns. Wir sind 4-mal Woche live übrigens. Level up. Ach, ich finde Level 2. Sehr gut. Fantastic work. You fought together splendidly. Let's move on. Wait over there a moment. All right. If everyone is in position, we'll begin. Hä, mit was? Was ist jetzt los? Ja, wie gesagt, wir sind 4-mal Woche live. Am Montag am 3 mit dem Podcast, also mit der Gaming News. Am Dienstag am 1 mit Klemmbausteinen zusammenbauen. Am Freitag am 3 mit dem Troy, auch ein Schweizer Streamer, der entweder Gaming macht oder seit vorgestern, einmal im Monat ein neues Format, nämlich Troy's Tech Talk. Und am Freitag am 1 bin ich noch da. Yes. 4-mal Woche. Hat das letzte Woche gewusst, als ich krank war? Wir streamen seit einem Jahr. Wieso wissen das die Leute immer noch nicht? Es ist so traurig. Es ist wirklich traurig. Wieso wissen das die Leute nicht? Echt blind. Alle blind. This time I will be more hands-on. I intend to fight as if in an actual battle. Furthermore, I'll be using this. Ui. Is that the ring of the Holy Knight? Indeed it is. Ui. I'm inviting an old friend to join us. Noch meine blauen Augen, ey. Langsam längst. Oh. I am Sigurd. Sigurd. If you require strength and swiftness, I am all too happy to oblige. The Shining Knight. He looks like a strong Oder wie ist das opponent. gegangen? The White Knight and Shining Arm. Each emblem has their own abilities. Hat gesagt, auch blaue When Augen. allied with them, you can Alle call blaue upon Augen their hier. unique powers and skills. Whatever Sigurd's power is, it won't be the same as Marth's. Yep. Better keep our eyes open. Blaue Augen, das tut doch weh. Oh Mann. Ja, so kann man so sehen. My rapier is effective against cavalry, like those enemies over there. Once we engage, you can use my weapon. Try it against that foe. Yes, das müssen wir aber dorthin kommen. Was ist das? Das Heilfeld. Emblem Energie. Cool. Das heisst, wenn wir auf diesem Feld stehen, ladet sich die Liste völlig auf. Das ist natürlich cool. Dann gehen wir gerade mal dorthin. Ja, aber das ist das, was ich immer mache. Das hier. Aber manchmal bringt es wieso nichts. Genau, ich gehe jetzt hierher und greife an. Das ist sogar perfekt. Also, was spielen? Waffendreieck. Der kann nicht mal zurück angreifen, weil er seine Axt hat fallen wegen dem Waffendreieck. Oh Mann. Bandeffekt, Schwertagilität 1. Okay. Einheit erhält Ausweichen 10 und Crit minus 10. Also er leidet Crit minus 10. Das ist cool. Das ist neu. Das ist geil. Der Sound spinnt. Spinnt der nur bei mir oder spinnt der auch bei euch? Cool. Das ist actually nice. So, du kannst jetzt da mit deiner Feuerdings noch fertig machen. Komm. Ja, du noch viel. Der ist recht stark eigentlich. He? Eine Verschwendung irgendwie. Andererseits irgendjemand muss ja finishen. Sie kommt gar nicht dorthin. Tun wir die... Da. Nein. Da. Boom.
For the divine dragon. Du machst das gut, ich bin stolz auf dich. Ah, herzlich. Cute. Das ist, wenn man nebeneinander kämpft, dann tut man seine Dings stärken. Sein Bündnis. Dann stellen wir mal hierher. Ich glaube nicht, dass der Beschützung braucht oder so. Den stellen wir mal. Ja, er ist ein Tank. Den kann man gut daher stellen. So, warten wir mal ab, was die Gegner machen. So wie gedacht. Ja gut, die Wahrscheinlichkeit mit 42% zu treffen ist auch gleich bei 42%. Ja? Er hat sogar noch 36% gehabt, trotzdem getroffen. Eigentlich schon ein bisschen frech. Aber ja, was will man machen? Wir müssen irgendwo da raufkommen. So schnell wie möglich da rauf. Ja. Ja, Bündnis. Lend me your strength. Oh, Gott sei Dank ist es so schnell gegangen. Ich dachte, geht es jedes Mal so lang? Es ist jedes Mal so eine Sailor Moon Verzügslung. Wie sagt man? Okay, ja, nein, bleib da oben. Das ist schon gut. Ich sollte warten, bis die anderen die angreifen. Und ihr könnt euch jetzt aufteilen, wer hier kaputt haut. Wo ist ihn kaputt? Top, perfekt, passt gerade. 3x2. Gut. Oder 2x3, so lang. Gut. Einer down. Dann tun wir ihn hier noch da herstellen. Stimmt eigentlich. Bogen können gar nicht in die Nähe schießen. Sie können nur ja, wie doch, es gibt Kurzbogen. Die haben nicht, mit denen kannst du 1 oder 2 Felder schießen. Aber ja. Mach den mal kaputt hier. Die Geräusche. Die Geräusche, nein. Ah, ganz viel Herzchen. Sehr gut. Mit ihm gehen wir jetzt auch mal da rauf. Daher ein Bosch. Perfekt. Your teamwork is inspiring. Now it's time for us to make our move. Come, Sigurd. Ja, come on, try it. Oh, wow. Ah ja klar, er ist durch einen Berittenen und ist durch das weitergekommen. Okay. Interesting. Aber wie gesagt. That was incredible. Ja. Lord Sigurd is remarkably swift. Perhaps we should be grateful this is a mock battle. Das ist genau. Oh. Ich dachte, der Finishing-Schlag. Nein, er hat nicht getroffen. Okay. Er hat Eckenschaden gemacht, lol, okay. Ich sage es nicht bestimmt. Die Geräusche sind einfach grässlich. Aber der Sigurd ist ein Berittener. Berittene kommen natürlich dementsprechend weit und sie können meistens nach einem Angriff nochmal sich bewegen. Darum ist sie so weit vorgekommen und hat dann nochmal weitergehen. Oh, sie hat rosa Haar. Also lila. Das ist nice. Cool. Also, jetzt muss ich aber schauen, dass er hier da nicht irgendwie plötzlich noch stirbt. Das wäre schade. Ach, das ist fies. Ich dachte, das wäre jetzt echt cool gewesen, wenn sie gerade schon angreifen können. Aber ich glaube, wir müssen das anders machen. Ich muss unbedingt die hier zuerst ausnocken. The strength of the stewards. Ich hoffe einfach sehr, dass sie ihn ausschaltet. Das wäre schade. I am pitiful. Gau ich wen? Entschuldigung?
finde ich nicht in Ordnung. Sind die ein bisschen zurück und sind irgendwie ein bisschen da... Ja, wobei ich kann gar nicht ausweichen. Upsi. Aber der hat doch sicher einen Heiltrank, ne? Oder mal schnell schauen, was mache ich mit ihrer... Wenn ich sie angreife, was passiert da? Ah, sie wird instant killed, also gekillt, hat er gesagt. Okay, das ist natürlich nicht so nett. Ha! Kann sie ihn heilen? Ja, ich hoffe, dass es lenkt. Also gut, es ist nur ein Trainingskampf, von dem her ist es nicht so schlimm. Also es wäre auch so nicht schlimm. Aber jetzt geht, genau, das habe ich mir eben gedacht. Jetzt geht sie natürlich auf sie. Und sie stirbt natürlich. I still stand. Das war zu erwarten. Ausser wir machen das so. Er stirbt so oder so, okay. Dann geht sie echt. Item, auf jeden Fall. Nein, da können wir normal angreifen. Der ist so oder so kaputt. Oh Mann. Also sie greift mehr an. Das ist doch gut. Ich hoffe es einmal. Wobei, normalerweise, also früher hat es aber angezeigt, wenn sie angreifen. Aber jetzt ist es so open. Unvorhersehbar. Ich warte, glaube ich, einfach mal. Also soll ich daher gehen? Ich gehe mal daher und nehme. Oh, oder ich könnte nochmal einen Heiltrank nehmen. Genau. Ich bleibe hier und nehme einen Heiltrank. So. Und hoffe, dass sie mich nicht one-hittet. Aber sie geht auf sie. Okay. Cool. Your enemies will not hold back, and neither will I. That is why you must defeat me. What a delight it is to see you in battle after all these years. Flügel. Ah, das sieht schon cool aus irgendwie. Aber sie hat eine Chance von 26%, dass sie mich trifft. Das ist hure wenig. Oh wow, jetzt aber komm. Oh Mann. You've won. Du nicht so überrascht. You working together so well. Hui, da, genau. Verteidigungsbruch. Wenn die Einheit vom Gegner... wenn meine Einheit der Gegner bricht. Fügt sie nochmal einen Foksschaden hinzu. Das ist nice. Ein bisschen schwächer, aber immerhin. Cool. Klein ist der Held. Oh, das hätte ich nicht erwartet. Mega gut. Mal hier speichern. Komm. So, jetzt... Ach, lange geht's nicht mehr. Fire Emblem zieht sich unglaublich in die Länge, wo es halt wahnsinnig viele Zwischensequenzen hat, vor allem am Anfang. Am Anfang hat es sehr viele Zwischensequenzen, wo natürlich das Game muss erklärt werden, die Story, Charaktere müssen eingeführt und vorgestellt werden. Du musst dich wissen, um was es geht. GG, gut geschnetzelt, genau. Du musst natürlich wissen, um was es geht. Du musst ein bisschen Tutorials lernen. Also du musst wissen, wie du kämpfst, wie du angreifst. Auf das alles musst du achten. Und du musst auf wahnsinnig viel achten bei Fire Emblem. Das gebe ich zu. Es ist nicht ein mega einfaches Game. Und darum hast du am Anfang sehr viele Zwischensequenzen. Und gegen Schluss
steckst du aber in einer 2-Stunden-Schlacht fest. Also ich muss auch sagen, ich habe tatsächlich mal eine Schlacht, ich glaube wirklich 2 Stunden an einer Schlacht gehabt. Eine einzige Schlacht. Aber das ist sehr, sehr late game. Das ist schon fast Endgame. Aber da raucht der Kopf nachher, das kann ich sagen. Aber es ist interessant. There is much to improve upon, but this is a wonderful start. Great work. Thank you. I can't believe we had to fight against Queen Lumera. Yeah, well, I can't believe we won! Fair enough. Though you've only just awoken, your power seems to be growing already, Divine One. I'd like for you to have this. This is the sword you were using, isn't it? Schön. Yes. An ancient blade that can be wielded only by divine dragons. It served me well for many years, but now it is yours. Consider it a prize for your victory today. Thank you. Someday I'll prove that I'm worthy of this sword. I have no doubt. Please, take this as well. Is this another emblem ring? Da sieht aus ihre Haare und Augen. No, it is purely ornamental. You see, before your slumber, I made you a promise. What was it? I said I'd give you a birthday present that suited you perfectly. I Aww. was working on it in private, but I was unable to finish it in time. That birthday has long since passed, but I would quite like to give you this gift now. I'm sorry. I can't accept. Warum nicht? Hallo? Not. That ring fulfills a promise you made me, right? But I don't remember that promise. It'd feel wrong accepting it. Like I was taking a present meant for someone else. Please offer me this gift again once I've remembered everything. Ja, okay, fair enough. Everything, you say? Did facing me in battle stir any recollections? It didn't. I'm sorry. Es ist wie schnell in Skyrim ein Dungeon lernen. Ja, schnell, genau. Soll ich den Support anschreiben, dass er dir einen Kaffee bringt? Hey, das wäre richtig gut, aber ich bin bei mir daheim und nicht im Büro. Also, bis der Kaffee bei mir wäre, wäre er arschkalt. Vor allem bei diesen mittlerweile Aussentemperaturen von minus 5 Grad, die wir ja haben. Und Laurundin, hoi, wie geht's dir? Ich hoffe, es geht dir gut. Aber nachher nehme ich definitiv ein Kaffee. Vielleicht nehme ich nachher noch den einfach. Ja, es ist noch ein bisschen früh. Aber wenn ich dafür mache, nehme ich dann ein Bierli. Ein Ingwer-Bierli. Das weckt mich da wieder ein bisschen. Genau, Brackli für die inklusive Maschine. Ich habe schon eine Kaffeemaschine da stehen von Brack. Also ich müsste einfach schnell aufstehen und mir einen Kaffee holen. Also von dem her. You need not apologize. It doesn't matter what you can remember right now. I only hope that one day you will think of me as your mother, as you did 1,000 years ago. Will du, Mama? Ganz sicher. Forgive me. I was so thrilled to spend time with you again. I suppose I got a little carried away, didn't I? No, it's all right. I don't mean to put you on the spot. Perhaps we should call it a day, hmm? But let's agree to chat again in the morning. Okay. What do you say? Pinky promise? Promise. Ja, Pinky Promise. All right. No, cute. Jetzt sind wir schon zu viert. Nice, die anderen zwei haben sich jetzt unserer Gruppe auch angeschlossen. Sehr cool. Ah, ich habe so gerne Fire Emblem. Aber ich habe mir vorhin überlegt, jetzt habe ich noch Breath of the Wild, wo ich noch fertig spielen muss. Jetzt habe ich das, Fire Emblem, das ich muss spielen muss. Aber am 10. Liberation habe ich erhalten, sehr cool. Am 10. Februar kommt ja schon Hogwarts Legacy, das heisst, das muss ich dann auch noch spielen. Das ist wirklich eng. Und vor allem habe ich keine Ahnung, wann. Oh, Jesus Christ. Wir haben das coole Schwert. Liberation! Mega gut. Können wir jetzt ein Tier adoptieren? Hallo? Da, Katz. Katz! Bitte. Katz adoptieren. Wenn ich streicheln. Menü.
Ich habe doch schon die Hoffnung gehabt, ich kann eine Katze adoptieren. Ja. Ich muss zuerst schauen, ob ich die Katze adoptieren kann. Wobei sie sind ja eigentlich schon adoptiert, wenn man so will. Oder? Sie sind ja hier immerhin im Innenhof. Oh. Miau. Hallo, Busle. Ich habe leider nichts zu fressen für dich. Also, reden wir mal noch mit denen hier. Göttliche, ihr habt so bezaubert ausgesehen. Was? Oh. Ich muss das Auto auf den Lauf rausnehmen. Ich schwöre, ich werde auch stärker für euch. Ja, das ist gut. Ich helfe dir dabei. Ich war euch eine Hilfe, oder? Wenigstens ein bisschen. Ich werde euch weiterhin hilfreich sein. Ja, das bist du auf jeden Fall. Wander, hast du noch zu sagen? Ganz prächtig gekämpft. Auf einem weiteren Weg werde ich als eure weiter an eurer Seite stehen. Beziehungsweise reiten. Sehr cool. Und sie hat sich wieder umgezogen. Sehr gut. Also, wir sollen uns ausruhen. Okay, alles klar. Ja, dann gehen wir. Würde ich meinen. Nächstes Kapitel. Da. So, jetzt kommt wieder ein 10 Minuten Dialog. Oder Monolog, je nachdem. My child awake at last. Now we'll never have to be apart. There is so much to catch up on, so much to see and do together. We can chat for hours, take long walks, share meals, and then... If my child's memories are truly lost, I wonder... Emblem Sigurd. I am here. There's something I'd like to discuss with you. Wir erfahren nicht was. This certainly was eventful. Queen Lumera seems so kind and caring. I'm sure she was a wonderful mother. If only I could remember those days. I must have felt so lucky to be her child. Ui, Feindseligkeiten, Kapitel 3. Geht schnell voran hier, hä? Ui, das sieht weniger gut aus. Why are you here alone? Ui. What was that? Gespaltene Persönlichkeit? Was that me? Are you all right? It looked as though you were having a bad dream. I was. But yes, I'm all right. Were you here this whole time? You were wearing my ring when you went to bed. Oh, I'm sorry. I forgot to take it off. That's all right. Keep it on. Then if something happens, I will be able to help. Besides, after a millennium together, I would feel uncomfortable if we were separated now. Marth, Wow. what was I like? You knew me back then. You must be able to tell me something. Well, you were kind, as you are now. There's no need to remember everything at once. Take your time. Ease back into your memories. Lumera advised that too, didn't she? Yes, she did. Sorry. I don't mean to be impatient. It's all right. Das klingt nicht gut. What was that? I'm not sure. An enemy raid? Explosion. We had best take a look. Irgendein I'm worried Mauer, der about Lumera gesprengt and the worden others. ist. Agreed. Irgendein Mauer ist gesprengt worden. Wartezeit, Wartezeit. Wir alle lieben Wartezeit. So, jetzt.
Das ist der nächste Kampf. Uiuiui, aber es ist doch schon 3. Oh, Divine One. Thank goodness you're safe. What's happening? Ist nur einfach immer zu lang. Some enemies busted right through the castle walls like paper. Suddenly, bam, they're here. Bam! Worse, they fought their way into the ring vault. If you ask me, they're trying to get their hands on the emblem rings. Halunke! Even as we speak, Queen Lumera is defending the vault. Quickly, we must fly to her aid. Sounds like a plan. Follow me. Der ist ein Pegasus-Ritter. Ich habe die genau gesehen. Wir müssen alle Gegner besiegen, okay. Kampfbitte, okay. Ich habe jetzt ein bisschen ein Problem. Weil es ist 3 und ich streame eigentlich nur bis 3. Und da ist ein Pegasus-Ritter. Und die stehen verkehrt. Da ist auch noch einer. Das sind 2 sogar, okay. Und ich weiss nicht, wie lang der Kampf könnte gehen, aber er geht mindestens 15 bis 20 Minuten. Darum muss ich leider sagen, ich kann nicht weitermachen hier. Es tut mir leid. So heisst jetzt in der Mikrowelle von Rotel. Ja, mindestens. Augen zu, weiter geht's. Es ist eben auch schon 3 und eben, ich darf eigentlich nicht länger als bis 3 streamen. Das ist eben so ein bisschen der Struggle. Die Frage ist natürlich, Leute, wie findet ihr es zum Zuschauen? Ich meine, es wird sehr viel geredet. Nach Hankerum hat es wieder sehr lange also so Strategieeinheiten, also so Zwischensequenzen. Wie gefällt euch das Game zum Zuschauen? Ihr wisst ja, ich spiele im Vergleich, also ich spiele schon normalerweise Immortals Phoenix Rising. Das ist ja vom Spielstil ganz anders. Hat euch das gefallen? Würdet ihr das nächste Woche gerne nochmal sehen? Oder denkt ihr so, nein, es hat jetzt mal gelangt, das war ganz interessant zum Reinschauen, aber bitte spielt wieder Immortals Phoenix Rising. Also ihr dürft da sehr, sehr gerne mir Bescheid geben. Vielleicht können wir ja sogar heute eine Umfrage machen. Machen wir schnell eine Umfrage. 2 Minuten. Falls jemand da ist, der zuschauen, also der abstimmen will. Ist gratis, kostet nichts. Es kommen doch bald ganz viele AAA-Titel raus. Hey, es ist ganz, ganz schlimm. Ja, am 10. Februar kommt Hogwarts Legacy. Und ja, sicher zwischendrin kommt auch noch viel, aber dann im Mai kommt dann wieder Breath of the Wild. Und ja, das ist ganz krass. Diese Troy darf man ja nicht vergessen. Der Troy spielt ja auch immer mal wieder gerne ein AAA-Spiel am Mittwoch. Von dem her, ja. Ich wollte einfach mal. Ja, ist gut, sicher. Lieber Immortals Phoenix Rising, okay? Ja, ich denke zwar. Ja, wo, ich muss zugeben, Fire Emblem, das habe ich schon ein paar Mal gehört, als Feedback ist, zum einfach zuschauen, ich glaube eben wirklich nicht so cool. Ich glaube, es ist eben recht langweilig zum Zuschauen, vor allem gegen Schluss. Und vor allem, wenn man nicht von Anfang an mit dabei ist, weil man eben viel verpasst. Beziehungsweise man kommt nicht so genau draus, was hier genau passiert jetzt hier auf dem Ding. Und Immortals Phoenix Rising ist
eher ein Game, wo man auch mal kapiert, was hier abgeht, wenn man nicht von Anfang an mit dabei ist. Fire Emblem ist sehr nischig, sehr, sehr, sehr spezifisch vom Spielstil her. 2 sogar, okay. Solange nichts anderes hast zum Spielen, ist das ein Unterschied. Es geht, der Sound ist eigentlich okay und chillig. Ja, der Sound ist voll okay, aber es geht halt auch ein bisschen darum, ist es für euch auch interessant zum Zuschauen? Oder wenn es für euch nicht interessant ist zum Zuschauen, dann ist es natürlich blöd, dann müssen wir das nicht weiterspielen, oder? Und das habe ich eben wirklich, ich habe Three Houses auf meinem privaten Channel mal gestreamt, was ist rausgekommen. Und es ist, also die meisten Leute sind wirklich nicht rausgekommen, was hier abgeht. Und vor allem eben, wenn eine Schlacht wirklich mal so eine Stunde geht oder länger und man kommt so nach einer halben Stunde kommt man mal in den Stream rein und man ist mit in dieser Schlacht und kapiert einfach gar nichts. Und dann sieht man einfach eine Stunde lang einfach nur eine Schlacht. Ist dann halt mit der Zeit echt nicht mehr besonders spannend, das muss ich wirklich sagen. Aber dann hat sich das ja erledigt. Dann wollt ihr lieber wieder Immortals Phoenix Rising sehen, nächstes Mal. Vom Datum her, denke ich, ist das, glaube ich, so ganz okay. Also geht das gut gäbig auf. Beziehungsweise, ja doch, ich glaube es. Ja, da haben wir jetzt noch 2-mal auf Immortals Phoenix Rising und dann ist ja schon Hogwarts Legacy angesagt. Genau. Sonst mache ich dann vielleicht auf Twitter nochmal eine Umfrage und würde das im Discord posten, dann könnt ihr dort sonst nochmal abstimmen. Ich glaube, das ist auch ganz gut. Hogwarts Legacy FTW, ja, wenn nicht der ganze Skandal drumherum wäre, auf jeden Fall, ja. Ich lasse nur mal auf den Sound und deine Stimme kann doch nicht während dem Shoppen wie BRACKCH auch noch zuschauen. Entschuldigung, man braucht natürlich höchste Konzentration, das ist ja so. Ja, super. Ja, cool. Aber ich hoffe, der Einblick in Fire Emblem hat euch trotzdem gefallen. Und jetzt habt ihr eine kleine Ahnung vom Game, wo es ja wirklich eben, wie gesagt, ein Franchise ist, das nicht sehr bekannt ist, wo sehr, sehr nischig ist vom Gameplay her. Nico hat, glaube ich, im Moment ein Meeting, ja, seit dem 3, darum kann er mir jetzt nicht antworten. Der ist da. Super gewesen. Weißt du, wir werden es auf jeden Fall mal zocken. Aber das wollte ich dich nämlich gerade fragen, Nico, ob ich dich ein bisschen anfixen konnte mit dem Gameplay, ob sie auch interessiert. Und freut mich natürlich, dass ich das geschafft habe. Wo ich finde Fire Emblem seit vielen Jahren grandios und freue mich jedes Mal, wenn ich auch nur eine Person davon überzeugen kann, wie toll Fire Emblem ist. Und dann würde ich sagen, ich mache dann nochmal eine Umfrage im Discord, also über Twitter. Also ich mache die Umfrage auf Twitter, aber das im Discord posten. Wir haben übrigens nur so, dass ihr das als erstes von mir erfahrt. Wir machen ein Subreddit auf. Wir werden ein Reddit machen, also wir haben schon ein Profil auf Reddit, wir machen unser eigenes Subreddit auf und dort werden wir auch mehr so ein bisschen interaktive Sachen machen. Es wäre mega cool, wenn wir dort regelmässig ein bisschen diskutieren, ein bisschen uns austauschen, wenn auch ihr uns mal Sachen posten von dem her, vielleicht könnte es sein, dass ich auch auf Subreddit gerade nochmal eine Umfrage mache, falls das geht. Aber ja, merci vielmals fürs Zuschauen, auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr habt Spass gehabt. Ich habe auf jeden Fall sehr Freude gehabt, dass ich gerade heute am Release-Tag Fire Emblem Engage streamen. Und ich freue mich schon privat, da noch ein bisschen weiter reinzutauchen. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen restlichen Freitag. Genießt es, zieht noch durch, es geht nicht mehr lang und dann ist Wochenende, dann geht es ins verdiente Feierabendbier. Und dann sehen wir uns nächste Woche am 3 hier bei BRACK.TV, hätte ich fast gesagt, bei brack.ch auf Twitch zum Gaming News Podcast mit dem Nico.
genau, dann wünsche ich euch noch einen schönen und erholt euch gut am Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Bye bye. Tschüss miteinander. Was? Jetzt habe ich was Heißes gepostet. Uiuiui, jetzt musst du aber erzählen, was. Schreib's noch schnell, ich sehe es. Tschüss miteinander. Ciao.